wunderschönen guten Morgen, Basel. Guten Morgen. Schön, ich hätte das gerne alles auf der anderen Seite. Aber ist egal, oder? Wir sind flexibel. Wir einigen uns. Dein Hocker ist da. Ja, aber wir machen zuerst die Begrüßung, haben wir gesagt. Begrüßung. Hallo Basel. Hallo. Hallo online, auch ihr, die ihr dabei seid und die Predigt nachher anschaut. Wir erzählen heute unsere Geschichte. Das ist meine wunderbare Frau Ilana. Ich bin ihr noch wunderbarer Mann. Wunderbarer. Wunderbarer, genau. Hier steht noch eine Erinnerung, predige, Reminder. Predige Hochdeutsch am Sonntagmorgen. Das ist bei uns in Österreich gleich. Wir sind auch so schlecht mit Deutsch. Gell? Das ist Wahnsinn. Wir denken ja, es ist Deutsch, aber dann kommen Deutsche und denken, nein, das ist kein Deutsch. Gut. Ich kann mich hinsetzen. Du kannst hinsetzen. Also wir sind morgen 19 Jahre verheiratet. Genau. Wir gehen morgen in der Früh mit dem Zug von hier nach Paris und fliegen dann von Paris zurück nach Wien und waren gestern noch in Zürich. Also das ist richtig ein spannendes Leben im Moment. Und das war halt, wir waren eingeladen auf einer Hochzeit am Freitag und dann habe ich den Saladin angerufen, sage ich, Saladin, beim Sonntag, mir ist langweilig, was kann ich nicht zu euch kommen? Also ich habe mich selber eingeladen. Und wir haben uns eingeladen und er hat gesagt, hey, das ist perfekt, wir sind nämlich nicht hier und wussten nicht, wer predigen soll. Und so finde ich das oft so cool, wie Gott seine Wege zusammenführt, dass er uns auch heute hierher geschickt hat, dass wir heute unsere Lebensgeschichte mit euch teilen dürfen. Das Thema oder die Predigt haben wir überschrieben mit dem Titel Gott dienen, koste es, was es wolle. Und das klingt so gar nicht nach einem erfolgreichen, erstrebenswerten Leben, wenn man hier in der Welt unterwegs ist, wenn man so in einer Stadt wie Basel oder Wien oder Zürich, diese großen Städte, und wenn man sagen, ja, was machst du vom Beruf? Ja, ich diene Gott. Und in unserer geld- und erfolgsorientierten Welt wird das oft missverstanden, was es bedeutet, weil Leute denken, wenn man Gott dient, dann ist man automatisch arm, bleich und irgendwie so ein Loser in dieser Welt. Und ich war ja schon mal in dieser Gegend hier öfter, also ich war öfter schon hier, als ich eigentlich wollte. Ja, ich war auch schon länger hier, als ich eigentlich wollte, und wir möchten euch kurz in unsere Geschichte mit reinnehmen. Und zwar, ich komme aus Österreich, also richtig aus einem katholischen Gebiet im Süden von Österreich aufgewachsen, 500 Einwohnerdorf, und bei uns gibt es wirklich nur die katholische Kirche und das war es dann auch schon. Und ich wusste, bis ich 15, 16 Jahre alt war, gar nicht, dass es auch was anderes gibt. Also es war ganz klar, es gibt Katholiken und alle anderen wusste man nicht genau, was das für Menschen sind. So sind wir aufgewachsen. Also wenn Evangelische ins Dorf gezogen sind, dann haben wir gesagt, geh schauen, schau dir die an. Und die haben geschaut, ja, die sind anders, wir sehen das. Aber meine Großmutter, die war sehr gläubig, die ist aus der Kriegszeit herausgekommen und sie hat mit mir als Kind immer gebetet, ich bin klein, mein Herz ist rein, ich lasse niemand herein außer Jesus allein. Und ich habe als Kind eigentlich bei meiner Großmutter zu Hause diesen Jesus das erste Mal so richtig erlebt. Also ich kann dir sagen, Gebete von Eltern und Großeltern für Kinder und sie mit reinnehmen in die Gegenwart von Gott, hat enorme Auswirkungen. Ich habe dann meinen Glauben erfolgreich verlassen über viele Jahre, bin dann mit 14, 15 nach Wien gegangen und dann das erste Mal so richtig auf Drogen abgestürzt, und ich habe einfach durchgezogen mit weicheren Drogen, später härtere Drogen, Heroin, und war im Alter von 17 Jahren schwerst heroinabhängig, und wir haben sehr viel Geld gebraucht und wir dachten uns damals Anfang der 90er Jahre, Geld verdienen mit Drogen geht am besten in der Schweiz. Und wir haben in Wien Heroin eingekauft bei Iranern damals und haben das dann über die Grenze hierher geschmuggelt und direkt nach Basel. Bin dann in Basel auf der Drogenszene gewesen, habe Heroin verkauft hier und wurde nach einigen Tagen schon verhaftet und war dann hier, deswegen sage ich war länger hier, als ich wollte, war dann hier im Gefängnis im Lohnhof. Kennt ihr das? Das ist, ja, kennen alle, das war, ich glaube, ein Hotel jetzt. Und
es war wirklich so der absolute Tiefpunkt meines Lebens. Schwerst heroinabhängig in der Schweiz im Gefängnis. Ich habe dann ein Schweizverbot bekommen, bin wieder zurück nach Österreich und war völlig verzweifelt. Wie kann ich denn überhaupt aus diesen Drogen rauskommen? Weil wenn du mit 18 Jahren das erste Mal im Gefängnis, keinen Job mehr, und es war einfach sehr eine traurige Zeit in meinem Leben. Und meine damalige Freundin, die war Tänzerin in einer Piepshow in Wien, und sie kam aus Lörrach. Und ihre Schwester war gläubig und die haben uns immer damals von Jesus erzählt, und ich dachte mir schon, dass mit mir was nicht stimmt. Aber als die mir von diesem Jesus erzählt haben, habe ich gedacht, die haben wirklich die haben wirklich ein Problem, diese Leute. Und bin dann von Wien deswegen sage ich, die Gegend hier ist mir sehr bekannt, von Wien nach Lörrach geflüchtet, weil wir so viele Probleme hatten mit der Polizei und mit Ausländern, die hinter uns her waren, weil wir unsere Schulden nicht bezahlt haben. Und in Lörrach war ich dann in einer kleinen Kirche, und dort haben sie mir wirklich das erste Mal so richtig von Jesus erzählt. Die hieß Kreuzweg irgendwo. Und da waren ganz viele Leute, lustige Menschen auch. Und ich habe dann wirklich so diese Liebe Gottes zum ersten Mal erfahren, und sie haben mich mitgeschleppt an einen großen Gottesdienst in Duisburg in Deutschland, und dort hat ein Amerikaner gepredigt, und das erste Mal in meinem Leben habe ich das Evangelium verstanden, und er hat gefragt, ob irgendjemand hier ist, der sein Leben in Ordnung bringen will mit Gott, und ich wusste an diesem Tag, der meint mich. Ich dachte, Gott redet mit mir direkt von der Bühne. Und ich bin dann da hingegangen, habe mit dem Mann ein einfaches Gebet gebetet wieder, und meine ersten Gefühle waren, alles wird gut, ich weiß, dass ich in den Himmel komme und Gott mag mich so, wie ich bin. Und ich habe geweint wie ein kleines Kind. Ich wusste nicht, wo meine Reise hingeht, damals als 20-Jähriger noch drogenabhängig, aber ich wusste, dass Gott einen guten Plan hat und dass er mir irgendwie daraus helfen will. Also meine Story ist nicht ganz so spektakulär, sie ist eigentlich spektakulär, unspektakulär. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, ja, bin eigentlich von euch, getarnt als Österreicherin. Es war nicht immer so, ich erzähle euch es nachher mehr. Und ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, in einer eher traditionellen Kirche im Kanton St. Gallen. Und ja, für mich war das normal, dass man halt in die Kirche geht, an Gott glaubt und das alles. Und ich habe nie an der Existenz von Gott eigentlich gezweifelt. Aber als ich 14 Jahre alt war, hat mein Papa meine Mama ganz schlimm betrogen, und es gab eine ganz hässliche Scheidung. Und dann habe ich wirklich alles angefangen in Frage zu stellen, habe mir gedacht, okay, also wenn Christen sich so verhalten und wenn es nicht mal die Christen hinkriegen, dann bringt das ja wirklich alles nichts. Und ich hatte dann wirklich 2 Jahre eine große Krise, bin auch nicht mehr in die Kirche gegangen, habe gedacht, na, dann schaue ich halt sonst, dass ich irgendwie klarkomme, habe Partys gefeiert, was weiß ich. Aber eins muss ich sagen, es war in meinem Herzen immer wie so ein Loch, wo ich versucht habe zu füllen mit irgendwelchen Freunden, mit Spaß, mit irgendwas, aber nichts konnte irgendwie dieses Loch füllen. Und ich hatte damals eine beste Freundin, die Patricia. Sie war noch schlimmer drauf als ich. Und sie hat damals durch den René Jesus quasi wieder kennengelernt, weil sie ist eigentlich auch christlich aufgewachsen und dann aber völlig ausgebrochen. Und sie hat sich so dermaßen verändert, und das mich wahnsinnig beeindruckt hat. Ich dachte, okay, also das ist jetzt schon interessant. Und wir waren immer gemeinsam reiten. Und einmal auf einem Ausritt fragt sie mich, ja, aber Ilana, also wenn du jetzt heute sterben würdest, was wäre dann mit dir? Weißt du, was nach dem Tod ist? Und diese Frage hat mich so tief getroffen in meinem Herzen, dass ich gewusst habe, okay, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, aber nichts hat dieses Loch gefüllt. Vielleicht sollte ich es nochmal mit diesem Gott probieren. Ich habe nie verleugnet, dass es ihn gibt, aber er war in dem Zeitpunkt einfach so weit weg.
Und dann haben wir gemeinsam im Stall, im Stroh, habe ich mein Leben mit 16 neu Jesus übergeben. Und es war für mich wie ein Nachhausekommen. Also Jesus hat wirklich da in diesem Stall mein Herz erfüllt mit einem Frieden, der vorher nicht da war. Und ich habe gewusst, okay, jetzt hat sich was verändert und dieses Loch ist nicht mehr da. Und dann hat sie mich natürlich in die Kirche geschleppt, hat gesagt, okay, du musst in die Kirche kommen, du brauchst eine Small Group, sonst wird es nichts. Und ich konnte dann nur an einem Abend und so bin ich mit 16 in Renés Small Group gelandet. Ihr müsst wissen, er ist 10 Jahre älter als ich und war dann mein Hirte sozusagen. Und ich habe immer, es hat mich so beeindruckt, wie er leidenschaftlich einfach für Jesus lebt. Oder und so dieser ehemalige Gangster. Das hat mich irgendwie schon, oder es ist ja oft die Sachen, die man am Anfang wahnsinnig attraktiv findet, die sind dann später so, oh meine Güte. Und ich habe dann immer gesagt, ja, also mein Mann, mein zukünftiger Mann, der müsste eigentlich so sein wie René, aber nicht René, weil der ist ja viel zu alt, oder? 16 und 26. Und als ich diesen Jesus einfach neu kennengelernt habe, hatte ich einfach einen Wunsch. Ich wollte nur mein Leben für diesen Jesus geben und ihm dienen. Und bin halt so meine Schritte gegangen und genau mit 21 habe ich ihn dann doch geheiratet. Genau. Und so hat eigentlich unsere gemeinsame Geschichte dann angefangen. Also er hat jetzt vorher schon angefangen, aber so richtig dann mit unserer Hochzeit. In Johannes 8, Vers 36 steht, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und das war das, was ich letztendlich auch gesucht habe, war Freiheit. Und das suche ich bis heute. Und es ist nicht etwas, wo irgendwie aufhört, als wir zusammen waren. Uns war wirklich wichtig, dass wir sicherstellen, dass wir zusammengehören, dass wir gemeinsam diese Freiheit auch leben können. Und wir haben schnell gemerkt, dass viele in unserem Umfeld ihre Freiheit, die sie von Jesus haben, nicht dazu nutzen, Gott zu dienen, sondern dass einfach Karriere, Job, was denken die Leute und dass viele Leute einfach irgendwie so einen 0815-Leben eintauchen wollen, wo Sicherheit der größte Wert ist. Und ich habe gemerkt, das funktioniert für mich nicht und für sie auch nicht, weil uns war relativ schnell immer langweilig. Und wir haben dann geheiratet. Das war sehr eine spektakuläre Hochzeit, weil mein Vater war das erste Mal in der Kirche. Wir haben viele Freunde eingeladen und wir haben uns einen Trauvers ausgesucht. Und der war Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Und wir haben das oft wirklich uns überlegt, was bedeutet das für uns, zuerst nach Gott und seinen Dingen sich zu bemühen und nach seiner Gerechtigkeit und wie können wir das leben im Alltag? Wie ist es möglich, diesen Vers tatsächlich zu leben? Wir haben ja gern den zweiten Teil, uns wird alles zufallen, aber über den ersten Teil, über den denken wir eigentlich recht wenig nach. Und für uns war klar, Gott dienen heißt alles, was wir tun und machen und denken, irgendwie Gott mit reinzunehmen und Prioritäten zu setzen in unseren Finanzen, mit unseren Talenten und mit unserer Zeit und mit allem, was wir tun. Also wir waren in der Jugendarbeit, wir haben Samstagabend Vollgas gegeben und waren aber Sonntagmorgen immer im Frühgebet. Wir wollten irgendein Zeichen setzen und sagen, okay, wenn, dann wir waren in einer Kirche mit 500 Leuten damals und da war immer der Pastor und wir zwei. Das war so das Gebetsteam von der ganzen Kirche und wir haben gesagt, egal, wir gehen hin und möchten alles auf eine Karte setzen, wussten aber nicht, wo das genau hingehen wird. Dann haben wir uns beworben für die Indianermission in Südamerika, Indi Camino. Ich spreche ja Spanisch und es ist eine andere Geschichte, warum ich als Österreicher Spanisch spreche. Und wir haben uns da beworben bei Indi Camino und die wollten uns nicht. Also ich dachte, also wenn man uns zwar nicht will, selber schuld. Und dann haben wir gedacht, krass, nicht mal die Missionare wollen uns, was machen wir?
Das war in der Pfingstbewegung, wir waren in einer Pfingstkirche, wir haben die Jugendarbeit geleitet, war eine schwierige Zeit auch, muss man auch sagen, wir haben 2 Jahre durchgehalten in der Jugendarbeit und dann mussten wir doch aussteigen. Die Missionare wollten uns nicht für Südamerika. Was glaubt ihr, wer uns wollte? ICF. Die nehmen jeden. Dann sind wir nach ICF nach St. Gallen und ich komme ja aus einer Familie, wo mein Großvater eine Diskothek besessen hat und meine Eltern haben sich in der Disco von meinem Großvater kennengelernt und für mich war das Aufatmen im ICF endlich etwas, was ich verstehe. Und ich war wieder Deckel zum Topf und wir waren in St. Gallen in der Moststube im Olmer Areal, da bist einfach kleben geblieben vom Bier, vom Vorabend. Und mir hat es gefallen dort. Ich habe mir gedacht, ICF ist genau mein Stil, da fühle ich mich wohl. Und wir dachten uns, ja, wir gehen mal halt ins ICF. Sie arbeitete als Kleinkinderzieherin, hat einen Schülerhort geleitet. Ich war Sozialtherapeut in einer Schweizer Stiftung und habe mit Drogenabhängigen gearbeitet und wir dachten, ja, jetzt ist super, wir verdienen viel Geld, alles gut in der Schweiz und wir gehen ins ICF und bauen dort mit. Und es kamen aber immer mehr Österreicher nach St. Gallen und irgendwann kam die Anfrage vom ICF, ja, könnt ihr ein ICF gründen in Österreich? Ich sage, keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. Und haben sie gesagt, ja, das geht schon, komm eine Woche nach Zürich, wir machen dich fit. Das war da Gott sei Dank. Heute den Standard vom College und so würde ich nie schaffen. Aber eine Woche habe ich gesagt, das kann ich investieren für meine Ausbildung als Pastor. Und wir sind dann tatsächlich nach Österreich. Wir haben ein Restaurant gemietet, Flipchart aufgestellt, Freunde eingeladen, eine Band gegründet und gesagt, wir gründen eine Kirche. Wer macht mit? Wer gibt wie viel? So haben wir angefangen vor 13 Jahren. Und wir haben natürlich Gott gefragt und wussten, okay, das könnte jetzt richtig eine intensive Erfahrung werden. Haben gesagt, egal was es uns kostet, wir werden diese Schritte gehen. Und eine Kirche gründen in einem Land, wo es keine modernen Kirchen gibt, das war sehr schwierig. Wir hatten sehr viele Anfeindungen. Und das ICF in Vorarlberg ist aber relativ schnell gewachsen. Wir hatten sehr viele Teenager und wir konnten einfach dort Gott dienen. Es war nicht einfach, aber wir wussten, dass es der richtige Schritt ist. Und dann hatten wir die Vision und das Gefühl, dass wir in ganz Österreich Kirchen gründen sollen, in jeder Bundeshauptstadt und überall. Und wir dachten, ja, in Vorarlberg, kennt ihr Vorarlberg? Das ist wirklich winzig. Und der Wiener weiß gar nicht, dass es die gibt. Und die reden auch noch anders. Die sagen, die reden wie die Schweizer. Die verstehen sich untereinander nicht. Und wir hatten die Vision, dass wir in ganz Österreich Einfluss haben werden. Und alle haben gedacht, ja, das ist jetzt wirklich, irgendwas stimmt mit euch nicht, ihr ICFler. Und dann bekamen wir eine Anfrage aus Wien, also eine Kirche, die Probleme hatte uns angefragt. Und wir hatten, damals war Gary Keller, so ein Schweizer Pfarrer, noch mein Seelsorger. Und der hat uns gebeten, dass wir das machen sollen. Und Jesus hat gesagt, geht nach Wien. Und wir hatten gedacht, wenn wir nach Wien kommen, wird natürlich, wenn René und Ilana irgendwo auftauchen, sofort eine Erweckung losbrechen. Und die ganze Stadt wird uns zu Füßen legen. Und so mit dieser Motivation sind wir dann Richtung Wien gezogen. Fakt war, niemand hat auf uns gewartet. Wir sind 2013 haben wir dann angefangen, alle 2 Wochen zwischen Wien und Vorarlberg hin und her zu reisen. Wir waren so jedes zweite Woche, das haben wir über 11 Monate gemacht. An den Wochenenden immer 12 Stunden im Zug, einmal hin, einmal zurück. Und haben Vorarlberg, das ICF, Step by Step an einen jungen Leiter übergeben, den Hannes, vielleicht kennt ihr den auch, als ich aber schon mal bei euch zu Besuch war, leitet das ICF Vorarlberg jetzt mit seiner Frau. Und sind da hin und her gereist und haben gedacht, okay, wir werden schon dann einen Leiter finden für Wien. Und haben aber gemerkt, nachdem wir uns ein bisschen ein Bild gemacht haben von dieser Kirche, die quasi ein ICF werden wollte, haben wir gemerkt, da ist so viel Zerstörung da. Also, dass in einer Kirche so viel schief laufen kann, manchmal denke ich mir, es kann gar nicht sein, es darf nicht wahr sein. Und wir haben dann eigentlich gedacht, ja, wir helfen nur am Anfang
Und irgendwann hat dann der Leo uns eingeladen auf ein Glas Wein und hat gesagt, ja, er hat jetzt einen Leiter gefunden, uns. Und wir sind dann eben mehr und mehr aus Vorarlberg raus und haben unseren Lebensmittelpunkt nach Wien verlegt. Und am Anfang war das ja alles mega abenteuerlich und gedacht, wow, die große Stadt und wie cool. Aber wir haben total unterschätzt, was das bedeutet. Weil ich meine, ich war Schweizer, Eingeborene, ich habe 30 Jahre lang nie im Ausland gelebt. Und wir haben unsere bestehende Kirche verlassen, unsere Heimat, Freunde, Familie, finanzielle Sicherheit. Wir haben ja beide gut verdient. Wir waren, du hast dann zwar nur noch für die Kirche gearbeitet, aber und sind dann da nach Wien vom Land in die Großstadt mit 2 Millionen Menschen, wir 2 Landeier. Und hatten einfach nur einen Scherbenhaufen mit Leuten, die enttäuscht waren von Leiterschaft. Eine kaputte Kirche, wo geistlicher Missbrauch passiert ist. Das war einfach nur ein Riesenchaos. Und mir hat es dann so richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich kann mich erinnern, so nach den ersten Monaten, als wir dann wirklich in Wien gelebt haben, habe ich zum René gesagt, René, wir sind so dumm. Wir haben wirklich unser Leben ruiniert. Ich bin in dieser Stadt, wir haben Gott gefragt, ja, ich habe gewusst, okay, wir sind eigentlich am richtigen Ort, aber es fühlt sich an, wie wenn einfach alles kaputt ist, alles weg und meine eigenen Wurzeln irgendwo da oben in der Luft. Und ich bin so in eine Krise gekommen. Ihr müsst euch vorstellen, im ersten Jahr in Wien habe ich, glaube ich, nicht einmal gelacht. Und ich bin eigentlich eine sehr lustige, fröhliche Person. Und ich bin in eine tiefe Depression gefallen, wollte mir das natürlich nicht eingestehen, habe mich da irgendwie durchgekämpft und ich habe, glaube ich, fast jeden Tag geheult. Und habe nicht gewusst, wie ich diese kaputte Kirche, diese große Stadt, diese Menschen, die ich eigentlich lieben sollte, die ich aber eigentlich hasse und einfach nur hier weg will, wie ich all diese Emotionen irgendwie handeln kann. Und ich habe wirklich im ersten und im zweiten Jahr wahrscheinlich auch, habe ich fast jeden Tag gehofft, dass wir das Ding an die Wand fahren, dass ich wieder nach Hause gehen kann. Der Punkt war aber der, zu Hause gab es nicht mehr, weil wir haben unsere Zelte abgebrochen, in der Kirche war unser Platz nachgesetzt, unsere Jobs hatten wir nicht mehr und da waren wir also. Und das war wirklich heftig. Und ich habe wirklich gedacht, Gott, so habe ich nicht gewettet. Ich wollte dir dienen mit meinem Leben, aber also das. Und ich bin wirklich an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, Gott muss mich hassen, dass er mir das antut und mich in seine so schwierige und schlimme Situation reinsteckt, die ich wirklich nicht handeln kann. Und es kam sogar so weit, dass wir haben in einer Wohnung gewohnt, in einem Block im 4. Stock und ich bin wirklich eines Tages, bin ich am Balkon gestanden, habe überlegt, ob ich mich da runterstürzen soll, um dem allem ein Ende zu machen, weil ich nicht gewusst habe, wie ich das alles ertragen kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Du liebst Jesus, du entscheidest dich, Gott zu dienen und plötzlich findest du dich wieder in einer Situation, wo du denkst, ja, aber so habe ich mir das jetzt wirklich nicht vorgestellt. Und es ist das Interessante mit Gott, weil er gibt uns oft Situationen, die wir uns so wirklich nicht vorgestellt haben, weil das große Geheimnis ist, wir wachsen nicht, wenn es gut läuft. Unser Glaube vertieft sich nicht, wenn es gut läuft, sondern dann, wenn wir herausgefordert sind, wenn es schwierig ist und wenn wir Dinge auch aus unserer eigenen Kraft nicht mehr tun können, weil wir ihn brauchen. Und wenn nichts mehr bleibt, du musst dir vorstellen, da hat mich keiner gekannt, oder? Niemand weiß, kann man dir vertrauen, bist du lustig, was machst du? Du hast keinen Boden mehr unter den Füßen, aber wenn nichts bleibt, Jesus bleibt. Und obwohl meine Wurzeln irgendwo da oben im Himmel waren, anstatt im Boden,
ist erst nach Jahren, so nach 5 Jahren hatte ich das Gefühl, so also wie der Boden unter den Füßen, hat Gott diese Zeit genutzt, um ganz, ganz viel in uns zu bewirken, uns zu beschneiden. Und ganz viele Dinge sind gewachsen. Es gibt ja dieses Gleichnis vom Samenkorn, oder? Und das heißt, nur wenn das Samenkorn in die dunkle Erde reingesteckt wird und wenn das Samenkorn stirbt, erst dann kann etwas Neues wachsen. Und ungefähr so hat sich diese Situation vor allem auch für mich angefühlt. Und der Punkt ist aber der, obwohl sich alles völlig unlogisch angefühlt hat, hatte ich einen ganz kleinen Minifunken in meinem Herzen, wo ich gewusst habe, okay, auch wenn alles irgendwie schlimm ist, habe ich trotzdem gewusst, wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort, obwohl meine Emotionen was völlig anderes sagen. Und auf einer Zugfahrt, wo man da hin und her gereist ist, immer 6,5 Stunden Weg, da hatte ich Zeit, nachzudenken. Und da hat Gott einmal zu mir gesprochen durch eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und zwar die Geschichte vom König David. Er war schon zum König gesalbt, aber Saul war noch an der Macht. Und Saul wurde eifersüchtig auf ihn, weil er das gewusst hat und wollte David umbringen. Und wo hat sich David versteckt? In dieser Höhle Adullam. Diese kalte, feuchte, hässliche Höhle. Und am Anfang in Wien habe ich mich wirklich gefühlt wie in so einer kalten, hässlichen, feuchten Höhle mit Menschen, mit denen ich eigentlich nicht zusammen sein will. Und auch beim David war es so, da haben sich ja Männer um ihn gesammelt, ich glaube ungefähr 400 an der Zahl. Und ich habe mir dann so über diese Geschichte nachgedacht und habe mir überlegt, okay, wenn du in dieser Situation bist, oder? Du fürchtest um dein Leben, der Ort, wo du dich versteckst, ist wirklich scheiße. Und die Männer um dich herum, da denkst du, ja gut, die Menschen, die du um dich haben willst, das sind die dich ermutigen, die deinen Glauben stärken, die sagen, du bist der gesalbte König, das wird schon werden. Aber über diese Männer steht, die waren verschuldet, die waren depressiv, die wollten nicht mehr leben und deswegen waren sie mit ihm da in dieser Höhle. Ach, oh je, der arme David. Aber für mich hat es sich ungefähr gleich angefühlt. Und dann spricht Gott zu mir und sagt, Ilana, das ist nicht das Ende der Geschichte. Das ist erst ein Anfang. Und an dem Bild und an dieser Zusage von Gott habe ich mich immer festgehalten über die letzten, jetzt sind wir mittlerweile 9 Jahre in Wien, habe mich festgehalten und gesagt, okay, es ist nicht das Ende der Geschichte. Gott hat einen Plan. Auch wenn ich nichts sehe, ich vertraue ihm, dass er schon weiß, was er macht. Ich habe ihm um Vergebung gebeten, dass ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich gedacht habe, er muss mich hassen. Ich habe gesagt, okay, na Gott, du liebst mich und du weißt genau, was das Beste für uns ist und was es braucht, damit wir dir dort dienen können, wo du uns haben möchtest. Und so haben wir uns Schritt für Schritt durchgekämpft und ich kann euch sagen, 9 Jahre später sieht die Situation ganz anders aus. Mittlerweile ist Wien und Umgebung wirklich mein Zuhause. Jetzt habe ich das andersrum, eben wenn ich in die Schweiz komme, denke ich mir manchmal, bin ich wirklich von hier? Und das Interessante ist, oder, wenn Gott beruft, heißt es noch lange nicht, dass es einfach ist. Wir wachsen nicht, wenn es einfach ist. Wir wachsen nur in der Herausforderung. Und er mutet uns auch nur so viel zu, wie wir wirklich ertragen können. Und ich habe oft gedacht, ich werde daran zerbrechen, auch an all diesen Negativen, an dieser Depression. Aber es hat mich schlussendlich nicht zerbrochen, sondern es hat mich näher an Gottes Herz gebracht. Es hat mein Vertrauen gestärkt, meinen Glauben. Und ich kann dir eins sagen, Treue und Dranbleiben ist auf den ersten Blick völlig unspektakulär, oder? Es ist in der heutigen Zeit nicht mehr in Treue. Dranbleiben, durchbeißen. Das ist unattraktiv. Aber in Gottes Reich ist es etwas vom Wichtigsten, weil es heißt, Gott sucht die Treuen im Land. Und wir haben so viele Wunder erlebt, weil man erlebt Wunder nur, wenn man sie braucht. Und es ist so ein Ding mit Gott. Er möchte immer zuerst, dass wir ihm vertrauen, völlig ohne Sicht den Schritt machen und dann zeigt er sich. Das liebt er.
Er möchte, dass wir ihm die Hand geben und den ersten Schritt machen, auch wenn wir nicht sehen, wo es hingeht. Aber dann zeigt er sich. Wir haben so viele Wunder erlebt. Wir haben am Anfang zum Beispiel nicht gewusst, wie wir unsere Miete zahlen. Ich meine, wir haben jeder 700 € verdient, die ersten, keine Ahnung, 2-3 Jahre. Und Gott hat uns jeden Monat versorgt. Die Kirche war in Schulden. Nicht gewusst, wie das gehen soll. Die Leute haben nicht mehr vertraut mit ihrem Geld und wir konnten jeden Monat die Miete zahlen. Unser Auto war kaputt und ich meine, ich habe schon großen Glauben, aber mal so, dass ich so ein Lederjäckchen geschenkt kriege oder so. Und wir haben gebetet um ein Auto und haben ein Auto geschenkt bekommen. Wunder um Wunder. Aber wir erleben sie nur, wenn wir sie brauchen. Aber Gott ist treu. Und wenn ich jetzt zurückdenke, dann bin ich so dankbar. Das hätte ich nie gedacht vor 9 Jahren, dass ich das mal sagen werde, dass ich dankbar bin für jede Krise, für jede Herausforderung, weil Dinge gewachsen sind und weil wir nicht mehr dieselben sind und Gott hält, was er verspricht und die Situation zu damals und jetzt, das kannst du nicht mehr vergleichen. Band kann gerne auf die Bühne kommen. In Römer 7, Vers 4 steht, jetzt gehört ihr dem, der von den Toten auferstand und könnt gute Frucht bringen, das heißt gute Taten für Gott. Und das Evangelium, das Menschen frei macht, ist nicht nur dazu da, dass wir frei sind und unser eigenes Leben leben, sondern mit dem, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, gehören wir ihm. Wenn wir sagen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzufallen, da antworten wir nur auf etwas, das Gott schon getan hat, weil er hat uns tatsächlich erkauft. Und dein Leben und mein Leben gehört letztendlich nicht dir. Das heißt, unsere Entscheidungen, unsere Zeit, unser Geld, unsere Talente sind dazu da, dass anderen Menschen gedient wird, meiner Familie gedient wird, meinen Kindern gedient wird, meiner Jugend, meiner Kirche. Und wir können und dürfen und haben das Privileg, dass wir für Gott leben können. Einer der größten deutschen Missionare von Zinzendorf, der war einmal schockiert, als er ein Kreuz gesehen hat und da stand ein Schriftzug drauf, das tat ich für dich, was tust du für mich? Ich möchte uns wirklich ermutigen, in einer Zeit, in der sehr viel unklar ist in unserer Gesellschaft, sehr viele Werte auseinanderbrechen, wo auf der einen Seite der Wohlstand so groß ist wie nie zuvor und die Herausforderungen gleichzeitig so groß sind wie nie zuvor, dass wir uns überlegen, was hat Jesus für uns getan? Ich brauche dich, sagt Jesus zu uns selber. Er wird nicht kommen auf diese Welt und selber nochmal rumgehen, sondern er hat uns alle gesegnet. Der Heilige Geist wohnt in uns und wir können tun, was er uns sagt. Und alles, was wir brauchen, was diese Stadt Basel, diese Region hier braucht, ist in dieser Kirche, ist in all diesen Kirchen hier. Und deswegen, ich möchte uns einfach ermutigen, die Herausforderungen anzunehmen, die diese Gesellschaft für uns hat. Unser Weg war nach Wien, das ist wahrscheinlich nicht dein Weg, aber dein Weg ist in deine Welt, dass du dort Menschen erreichst, die in deinem Umfeld sind. Dein Weg ist, deiner Kirche zu helfen. Dein Weg ist, für deine Kirche da zu sein, fürs Reich Gottes zu dienen, zu geben, deine Zeit einzusetzen, deine Gebete einzusetzen und alles zu tun, dass diese Kirche aufblüht. Und das ist jeder einzelne unserer Jobs. Das war vielleicht so halbdeutsch. Das ist dein Job, Mann. Und das steht in meiner Bibel und in deiner auch wahrscheinlich. Wir sind dazu da, auf dieser Welt, dass das Reich Gottes wächst, schön wird und dass wir zusammen mit Jesus seine Kirche fit machen. Koste es, was es wolle. Wir dienen Gott nicht für uns, wir dienen Gott, damit seine Kirche
eine schöne Braut wird, die er dann holen kann. Ich höre oft, wenn ich solche Dinge sage, immer dieser Druck. Ja, es ist Druck. Das Leben ist manchmal druckvoll. Aber wir brauchen seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Gnade bedeutet, ich bekomme, was ich nicht verdient habe. Vergebung, ewiges Leben, eine Möglichkeit, Gott zu dienen. Barmherzigkeit, ich bekomme nicht, was ich verdient habe. Nämlich eine ewige Trennung von Gott. Und jedes Mal, wenn wir das Kreuz sehen, wenn wir in die Kirche kommen, müssen wir uns bewusst sein, ich diene Gott, weil er so barmherzig ist zu mir, damit ich nicht verloren gehe. Und die Motivation ist Dankbarkeit, alles zu geben. Ich ging zu Gary Keller, der war ein Schweizer Seelsorger, wie ich vorher gesagt habe, und der war ein Seelsorger, der war so gut, dass ich nur einmal im Jahr hingehen musste. Und ich ging mal hin zum Gary, der war 92 Jahre alt, ist vor ein paar Monaten gestorben, und ich ging vor ein paar Jahren hin und habe ihm so richtig voll gejammert. Und er hat gesagt, Gary, es ist so schlimm. Und er hat gesagt, erzähl. Und da habe ich eine Dreiviertelstunde erzählt, wie schlimm und noch schlimmer. Und er hat gesagt, je länger ich dir zuhöre, umso mehr bin ich überzeugt davon, dass du am richtigen Platz bist. So, da hast 100 Franken, geh mit deiner Frau was essen, ciao. Und um das geht es letztendlich. Als ich gläubig geworden bin, war nichts wichtiger wie Gott dienen. Und ich habe gemerkt, im Laufe der Zeit hinterfrage ich meine eigene Leidenschaft und verlasse diese Leidenschaft von Gott und denke mir, es ist anstrengend, sollen die anderen machen, sollen diese machen, sollen jene machen. Vor kurzem habe ich eine Seelsorgerin, hat mich angerufen, weil wir jemanden auf Krisenintervention geschickt haben, und sie hat gesagt, ja, im ICF, das sind so viele junge, unreife. Da sage ich, ja, wir haben keine anderen. Wenn ihr Alten euch nicht kümmert um die Jungen, ist es wie es ist. Ihr seid dazu da, die Leute zu ermutigen, nicht zu kritisieren. Geld zu geben, Komplimente zu geben und zu unterstützen. Aber immer sagen, die anderen machen schlecht, das funktioniert nicht. Deswegen ist mein Wunsch und für mich selber, für uns, dass wir in unserer Ehe Gott dienen und den Menschen dienen, immer frisch, so gut wir können. Ich möchte jeden Tag sagen können, Jesus, ich liebe dich. Diese Liebe soll frisch sein zu Jesus, frischer wie die Liebe in einer Ehe, die soll einfach begeistert sein. Das wünsche ich mir für dich und für mich. Ich möchte jetzt kurz beten. Weißt du, wenn ich hier predige und der Saladin sagt, cool, dass du vorbeikommst, erzähle eine Geschichte, kommen wir nicht, um eine Geschichte zu erzählen, sondern ich glaube, Gott möchte uns manchmal auch von außen oder gegenseitig ermutigen, dass wir unser Leben oder ein paar Dinge in unserem Leben hinterfragen. Vielleicht bist du hier, du hast noch gar nie gehört, dass man mit Jesus reden kann und glaubst nicht an diesen Gott. Du hast heute die Möglichkeit, einfach Jesus einzuladen, wie wir vor vielen Jahren oder viele andere hier das auch gemacht haben und gesagt haben, Gott, vergib uns, möchten mit dir leben. Oder vielleicht bist du hier und denkst, hey, ich bin so on fire, bitte mehr davon. Dann möchten wir gern für dich beten, dass du sagst, dass du deinen Platz findest, wo es dran ist. Oder vielleicht bist du hier und du merkst, so wie vor 10 Jahren bete ich nicht mehr, glaube ich nicht mehr, bin nicht mehr leidenschaftlich für diesen Jesus. Dann möchte ich dich bitten, dass du diese Message mitnimmst und dir einfach überlegst, was hast du verlassen, wo hast du nicht mehr diese leidenschaftliche, opferbereite Beziehung für diesen Jesus. Vielleicht sagst du, es ist genug, ich habe so viel gelitten, aber vielleicht sagt Gott, ich bin mit dir. Auch deine Krankheit, deinen Verlust, ich kenne alles, ich sehe alles und ich arbeite an deinem Herzen, an deiner Seele. Ich würde gerne beten. Du kannst gerne in deinen Worten für dich selber mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen. Danke dir, Gott, dass wir sehen dürfen, dass dein Reich
immer noch lebendig ist, immer noch kraftvoll ist, dass du uns in Europa nicht verlassen hast. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du jetzt zu jedem Einzelnen sprichst, Heiliger Geist, wo er sein Leben verändern muss. Ich bitte dich, dass du mit deiner Kraft kommst, dass du dort Heilung schenkst und Verständnis, wo die Last zu groß ist. Und ich bitte dich für all diejenigen, die dich nicht kennen, dass sie heute ein Erlebnis haben mit dir. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, hier für ICF in Basel, für Basel-Land, für Lörrach, alles, was zu dieser Kirche gehört, dass du mit deinem Feuer durch diese Kirche wehst, dass hier eine Armee von Leuten neu aufsteht, die sagt, wir wollen unsere Gegend für dich erreichen, wir wollen etwas zerreißen für dich, wir wollen Missionare aussenden, wir wollen sozial tätig sein und wir wollen einfach sichtbar sein in dieser Stadt. Und ich danke dir, Gott, dass du mit ICF Basel nicht am Ende bist, sondern dass die größten Tage und die größten Werke dieser Kirche noch vor ihr liegen. Und ich danke, dass jeder Einzelne, der hier ist, von dir berufen wird, an seinen Platz zu kommen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass wir beten dürfen über dieser Kirche. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Amen. Hey, lass uns jetzt gemeinsam in den nächsten Worship-Song reingehen und einfach unser Leben vor diesen Gott nochmal hinlegen.